Es ist Sonntag, der 17. Mai. Ich begrüße euch mit dem Losungswort aus 1. Könige 8,58. Der Herr, unser Gott, neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen. Und dazu Kolosser 2, 6 und 7. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Wir sprechen heute über das Wurzelwerk des Glaubens. Glaube ist ja nicht ein Schönwetterphänomen, es entsteht ja auch nicht Glaube in einem Treibhaus, sondern der Glaube ist eine Art Wurzelwerk. Und ich kann mich gut erinnern, als mein Vater eine Schwarzwurzel ausgrub. Damals hat sich für mich das Wort Wurzel zum ersten Mal mit einem äußerlichen Bild verbunden. Er wollte ziehen an dieser Schwarzwurzel, sie gab nicht nach, sie kam nicht raus, er begann zu graben, er nahm eine Stechschaufel, grub immer tiefer, stand dann bis zu den Knien in dem Loch, das er gegraben hatte, und die Wurzel hatte ihr Ende immer noch nicht gefunden, er grub weiter und dann zeigte er stolz eine Schwarzwurzel, also ein Gemüse, das 60 cm lang geworden war. So tief mag eben der Glaube gründen. Ich kann mich gut erinnern an meine ersten offensiven Glaubensschritte, die ich in der Kirchgemeinde gemacht habe. Damals eben ging es eher um etwas wie eine Äußerlichkeit, ob schon ein Kirchgemeindehaus oder dessen Erneuerung nicht eine Äußerlichkeit ist, denn wir waren an unsere Grenzen gestoßen mit der Jugendarbeit und vielen anderen Anlässen. Also sprach ich immer wieder darüber, aber es hieß, wie es oft so heißt, ja, unser Budget erlaubt es uns nicht. So begann ich, den Teil immer wieder im Gebet abzuschreiten, im Gelände, bei schlechtem, bei gutem Wetter, einmal in der Woche, und betete, hier würde dann diese Erweiterung ungefähr durchgehen. Weiterhin geschah aber nichts, außer einmal an Ostern. Es hatte stark geregnet und wie wir antraten zum Ostergottesdienst, war eine Mauer auf großer Breite und Länge eingestürzt. Eine Umfriedungsmauer des früheren Friedhofs und jetzt des Kirchgemeindegeländes und lag einfach quer über alles am Boden. Und dann kam die geniale Antwort. Wenn wir jetzt schon einen Bagger bestellen müssen, dann wollen wir jetzt diese Erweiterung auch planen. Und so kam es dann auch. Aber nicht nur deshalb ist der Glaube wichtig, dass man da und dort etwas anpacken und wagen kann, auch wenn die Finanzen es nicht unbedingt nahelegen. Es geht um viel mehr. Wir haben die Liebe durch Unglauben verloren und wir sollen die Liebe durch Glauben wiederfinden. Des Menschen Erneuerung beginnt mit dem Glauben. Vertrauen und Glaube ist dasselbe natürlich. Vertrauen ist die nicht emotionale Form einer Beziehung. Weshalb? Vertrauen ist tiefer als Emotion. Es ist wohl das Tiefste, wessen unser Herz sich vermag. Es hat eine andere Tiefe als Empfindungen. Die mögen wellenförmig verlaufen. Es sind vielleicht auch die tiefsten Töne auf der Klaviatur. Es erinnert uns auch an die Elefanten, die mit einem ganz tiefen Summton kommunizieren, einen Ton, den das menschliche Ohr gar nicht hören kann. Diese Wahrheit ist auch in der Pflanzenwelt geläufig. Das Tiefe ist das Notwendige, damit man wachsen kann. Die Pflanze ist genial konstruiert. Es gibt eine Grundversorgung durch ihr Wurzelwerk, plus auch die Haltefähigkeit, die Haftung der Pflanze ist damit gewährleistet. Das beste Beispiel ist der südafrikanische Feigenbaum. Man hat herausgefunden, dass dessen Wurzeln bis 120 Meter in die Tiefe reichen. Man weiß es, weil er zum Beispiel auf steinigen Hügeln wachsen kann. Und wenn unten ein Höhlensystem ist,
kann man dort die Wurzeln betrachten, die irgendwie aus der Decke wachsen, schnurstracks zum Boden weitergehen und wie Leitungen durch das Höhlensystem gehen, um dann weiter unten wieder nach Wasser zu suchen. Bis 70 Jahre dauert es, bis ein solcher Feigenbaum zur Ruhe kommt. Das heißt, er kommt dann an die ständige Wasserquelle. Jetzt hat er ausgesorgt. Das ist das Schöne beim Glauben, wenn man zur Ruhe kommt und weiß, Gott wird für alles sorgen. Das ist genau dann, wenn das Wurzelwerk die Tiefe des Wassers erreicht hat. Und jetzt kann dieser Feigenbaum seine 25 Liter, sage und schreibe, 25 Liter Wasser pro Tag aus großer Tiefe heraufpumpen. Man könnte diesen Baum nicht ausreißen und jetzt kann er auch nicht mehr verdorren. Diesen Zustand des Glaubens streben wir an, wenn wir so zur Ruhe kommen und wissen, Gott wird uns immer unter allen Umständen versorgen. Man erlebt Liebe und sieht dahinter nicht immer dieses Wurzelwerk. Nur der Glaube erreicht diese tiefen Wasseradern. Die Frucht hingegen, davon wird die Liebe sein. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Ihr kennt die Reihenfolge, sie ist nicht zufällig so angeordnet in 1. Korinther 13. Hinter jeder hingebungsvollen Liebe stehen Glaubensschritte, viele Meter Wurzeln. Mit der Wurzel würde auch die Frucht verdorren, etwas, was Jona auf dem Hügel bei Ninive zu beklagen hatte, als der wunderbare Rizinus in einer Nacht eigentlich dahin verdorrt ist, einfach weil ein elendiglicher Wurm ihm die Wurzel durchgefressen hatte. Ich habe das erlebt, ich pflanzte einige Obstbäume. Eines Sommers musste ich feststellen, dass der Pflaumenbaum schon wie im Herbst verfärbte Blätter hatte. Bald einmal fielen sie auch ab und wie ich so ein bisschen am Baum rüttelte, hatte ich ihn in der Hand. Ich konnte ihn hochheben, ein paar Wurzelstummeln waren unten noch dran, den Rest hatten alles die Mäuse zerfressen. Was Paulus mit Glauben auch noch in Zusammenhang bringt, ist für uns hier sehr wichtig. Vorerst redet er von Jesus Christus, Glauben durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Das heißt, es ist die größte vertrauensbildende Maßnahme des Himmels. Die Annahme von Jesus Christus, aufgrund dessen, was er uns vorgelebt und für uns getan hat, ist ja das Gegenstück der Annahme der Lüge dessen, was Satan uns vorgegaukelt hat, also die Schlange im Baum, im Paradies. Ist der Glaube einmal geboren, dann sind auch alle anderen Dinge wiedergeboren. Hoffnung und Liebe werden wachsen. Alles andere wird aus diesem Urvertrauen hervorkommen. Das Urvertrauen, dieser Glaube kommt aber durch die Lehre. Es kommt nicht dadurch, dass man die Menschen immer rechts und links umarmt. Das ist sicher auch eine wichtige Sache, nicht gerade in der jetzigen Corona-Zeit. Aber doch spielt die Liebe eine entscheidende Rolle. Aber das Wichtigste, sagt Paulus, das Wort wird gepredigt und gelehrt. Wir sehen plötzlich das Bild Gottes, das, was sich hinter der Liebe verbirgt. Der eigentliche Grund wird für uns sichtbar. Und aus dem Hören kommt der Gehorsam und dann entstehen eben die guten Früchte. Auch vom Danken spricht Paulus. Der Dank hält nämlich die Leitung offen, genauso wie der Undank die Leitung schlussendlich kappt oder verschließt. Ist Dank da, so ist auch Nachschub da. Ist Undankbarkeit und Verbitterung vorhanden, so ist auch kein Grund für neuen Nachschub zu finden. Alles hat also mit Glauben zu tun, auch das, was wir heute vor uns haben. Es können Äußerlichkeiten sein, die uns manchmal fast zwingen, ein bisschen Glaubenstraining zu machen. So ging es mir, als ich meine Kinder in Italien bei einem Kollegen ablieferte, der sie eingeladen hatte für die Ferien. Allerdings wollte er so viel Geld für diese Zeit für die Kinder, dass ich keins mehr hatte, um noch meinen Tank nachzufüllen. Er war glücklicherweise gerade noch voll und ich fuhr dann heimwärts mit ein bisschen zittrigem Herzen
Bei den 15 Litern, die der alte VW-Bus auf die 100 Kilometer schluckte, rechnete ich mir bald aus, eigentlich wird es nicht reichen. Und was dann? So fuhr ich und ich glaube, auf jedem Kilometer habe ich irgendein Gebet des Glaubens ausgesprochen: Herr, du wirst mich heimbringen. Und mit sehr viel Glück und oftmaligen Fahrten hinter großen Lastwagen bin ich sogar mit Reserve im Tank heimgekommen. Auch die Seele, nicht nur das Äußerliche, das Materielle, braucht immer wieder Glauben. So betete ich mit einer Person, die immer wieder Zoff mit Behörden hat, leicht in Rage gerät und dann sehr unproduktive Behördegespräche führt, in einer bestimmten, nicht sehr einfachen Situation. Wir beteten um Gelassenheit. Ganz bewusst, lass diese Seele im Gleichgewicht bleiben, Herr. Lass es geschehen, dass keine Überreaktionen sein werden. Und genau so war es. Die Rückmeldung nach diesem Gespräch: Ich konnte gelassen bleiben. Wow, Herr, was für eine Dankbarkeit steigt hier auf. Und auch im geistlichen Bereich ist es nicht anders. Das Geistliche ist ein riesiges Thema bei vielen Menschen. Ich meine jetzt zum Beispiel Menschen, die wirklich Angst vor dem Teufel haben und sogar noch gute Gründe eigentlich. Aber dann sagte mir diese eine Person, die immer unter dem Bombardement von solchen Einschüchterungen stand: Jetzt habe ich diese Angriffe nicht mehr auf die gleiche Weise. Ich habe erkannt und ich glaube, dass der Satan von Jesus Christus ganz klein ist und nur einen ganz geringen Spielraum hat, ja eigentlich keinen. Seither habe ich diesbezüglich Frieden bekommen. Und sogar wenn wir über uns selber hinausschauen, stellen wir fest, auch im Reich Gottes, wenn es um viele andere Menschen geht, sei es Konferenzen, sei es Gottesdienstbesuche oder Seminare und so weiter, wo wir Menschen erreichen wollen, auch dort spielt der Glaube die entscheidende Rolle. Haben wir geglaubt, dass heute die Kirche voll sein wird oder ein paar neue dazukommen? So habe ich früher immer gebetet. Und da hatten wir also für 70 Jahre Staatsgründung Israel für ein Jubiläum ein Plakat gedruckt und einige Zettel verteilt und glaubten, dass das Haus voll werden würde. Und tatsächlich, der Saal, es war ein großer Saal, war wirklich bis hinten ausgefüllt mit Leuten, die sich interessierten für etwas, was vor 70 Jahren stattgefunden hatten, und 2,5 Stunden lang hörten sie unter anderem den Holocaust-Überlebenden zu. Man geht heim und sagt: Herr, unser Glaube war zwar klein, aber du hast ihn mächtig beantwortet. Bei dem Vorwärtstreiben unserer Wurzeln, auch nach dem heutigen Gottesdienst und den Dingen, die in der kommenden Woche geschehen, wünsche ich Ihnen viel Segen und Gnade. Einen schönen Tag.